Goedemorgen. So, een ziel hebben we niet aangekregen. We willen erbij voor Noordrijnen. En dat hebben we niet geschafft. Maar we willen weer voor Rijn beten. Al dat eeuwigheid hebben we aangekregen. Dat we de eerste kampamenten gelijk, wat we van Missionswerk uitgemerkt hadden, wo wir bloß mal haben Bibel gelesen. Und wenn das so gewohnt hat als mir, da wir ab Irms Fan was. Wir saßen im Kranz und wer einmal du will, der kann mitlesen und das wir scheinen. Wir hatten 2 Abends, können ganz Markus Evangelium durchlesen. Und das wir gescheit Fan was. So, ich bin dankbar, dort was zu sein, ich bin auch dankbar, hier zu sein. Die Sonntagsschule von dir, der hat eigentlich noch gerützelt, für Taufe passiert. Aber das ist okay, wir waren nicht danach hängen. Der Evangelium Sonntagsschule habe ich selbst so nicht, wenn jeder Christ fehlt, dass erst wenn bloß mal denkt haben, was wir alles glauben. Und diese Sonntagschulen heute merken, haben mich so gesund gestimmt, im Sinne von einmal bloß frisch mit der Frauen, was glaube ich alles? Und wo sieht das, wenn wir dort mal mit dem Müll sein? So, ich weiß von Erfahrung, der erste 4 Punkte vom Evangelium, die kamen wir alle auswendig. Ne? Haben wir sehen, dass wir von denen noch ein paar mehr auswendig kennen. So, da fängt alles an mit Gott ist heilig. Menschen sind Sünder. Gott ist gerecht. Menschen sind verdammt, wegen Gott seine Gerechtigkeit. Und dann 5. Jesus kam rauf, vollkommen Mensch, vollkommen Gott, saß. Opfer. Jesus ist vollkommenes Opfer. Der Mittelpunkt vom Evangelium, der Botschaft vom Evangelium ist der Mittelpunkt, dort Jesus nun an sich steht und dort kriegt. 7. Abstehen. Jesus stand vom Tod ab und sein Körper stand vom Tod ab. Da groß wir ladig. Und das ist wichtig, dass wir die Auferstehung weiten und glauben. Wenn Jesus leidt nicht sein Körper, du erst von der Uhr hängen, Jesus stand ab, so stehen auch wel abstehen. Dann haben wir den Punkt Nummer 8. Was ist dann der nächste zu tun? Okay, so Buße tun. Buße in Glauben. Wenn wir die Geschichte schweiten von dort Gott ist heilig, aber du, wo Jesus vom Tod absteht, das Einzige, was du da noch überbleibt, ist, unsere Schuld anstun, tauschtun und Buße tun darüber. Buße in Glauben ist der 8. Punkt. Der 9. Punkt ist Rechtfertigung. An Christus bist du nicht so hohl wie ihr Rat. An Christus sind wir vollkommen ganz von unserer Sündenschuld frei. Und das jetzt geschieht schein, das Denken zu halten, dass wenn wir im Himmel ankommen, dann wird Gott sein Passale, wenn Jesus ihn Blut hat, die reingewaschen. Du hast keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und das fehlt uns so viel an Denken zu halten, dass Jesus hat unsere Verdammnis ganz und gar weggeräumt. Dann Nummer 10. Adoption. Und hier fing ich dort für einige von uns, wir dort sogar ein bisschen das erste Mal, was wir davon geredet haben. Mehr als bloß rechtfertig, sind wir Gottes Kinder. Gott nimmt die Hand aus seinen eigenen Kindern, die an Jesus sein Opfer glauben. Und das Handnehmen ist dann so ein schönes Part zu bechecken, dort an Christus sind wir alle Geschwister, an Christus ist keiner mehr wird als der andere, an Christus sind wir eine Familie, Geschwister, die an Jesus glauben. Dann habe ich von dir auch den Nummer 11, in der Punkt Nummer 11, der geht dann nu, okay, ich sehe nu Gott sein Kind, und was tun wir von hier wieder? Weil erst wir ruden, was wir wollen hier für Punkt Nummer 11 handschreiben können. Vielleicht auch. Was noch? Dankbar sein, wird auch geschaffen. Der Goode Norech spreiden,
Mal werden. Frau sein. Dat Frau al te zijn, ne? So, huh? Taufe. Oh, wow, dankzij. Ja. So, er zijn 2 ordenanzas. Ik weet, ik zei ordenanzas, ik weet bloos niet bijna dat wat plottig zijn. Onordnungen worden zijn, maar ik weet niet als wie dat wordt zijn, onjaar kriegen. So, die 2 Onordnungen, wat für Gott seine Kinder ongesteld zijn Oventmol en Taufe. Oder, ik zal het anders gezegd hebben. Taufe en Oventmol. So, we wollen uns von der ein klein bisschen durchchecken. Wir haben nur ein Teil Punkte zu betrachten. So, werden wir mal sehen, wo das uns handelt. So, der erste Ding, was Gottes Kinder tun, ist sich deuten lassen und du als eine gute Ursache für. So, wir wollen terugwechseln naar Matthäus 28, vers 19 en 20. Nou, we een klein beetje de rebetjekking van Jezus zijn onordnung aan de Jünger. Matthäus 28, vers 19 en 20. Sehr gut. So, Jesus steht op dem Berg en verabschiedet sich von seinen Jüngern. En an dessen Abschied gaf Jesus dit gebod. Also, dat is wat Christen doen zal. En dat is interessant, waar de rede de lengte, also dat eerste zegt, dan goed nu de veldje van de wereld en merkt aan te leerlingen. En ik wil zeggen dat leerlingen part is de mensen wat zich tot Jezus entscheiden. Wenn bloß dann, wenn wir uns hart anstellen, dass Jesus ist das Opfer für mich und ich mag weiten, was alles angeht, bloß dann kann ich ein Lehrling werden von der Bibel. Und das ist der erste Schritt. Und dann hängt an, sagt dort die Lehrlinge, die wurden gedäupt. Also, und däupt an in den Namen vom Vater, von dem Sohn und von dem Heiligen Jesus. Die Taufe ist dann, so ich die Bibel verstehe, der erste Schritt, wo du bütterlich zu sein ist von einem Christ. Und Christ entscheidet sich dort, wenn ich an Jesus glaube, dann wo ich dort bewiesen. So, der erste Punkt, wenn wir hier dann nu Taufe handschrieben, dort erste, dass Jesus sein Gebot. Dort ist, und so wie dort im Glaubensbekenntnis auch abgeschrieben haben, Taufe ist nicht optional. Das ist nicht, wenn die dort jankert, dann daibst du die. Taufe ist ein Gebot. Jesus sagt doch nicht, gut mehr Lehrlinge, und wenn die dort jankert, dann darf die daipen. Dort sagt du, mehr Lehrlinge, und dann daipt die. Und alle Dinge, die von Jesus durch die Schrift aus dem Gebot durchgestellt sind, dann soll eigentlich bloß die Frau, wo das man dort. Okay, Jesus hat nicht gesagt, tauft die Menschen, dann soll man die ewige Strieb durchhängen und bloß Frauen, wo das man dort. So, an dem, weil wir den zweiten Punkt hier so handschrieben, dort Taufe, kann man erst glauben und dann die Taufe. Nee, Hiebert. Und ich habe ein Stück getragen, meine ganze Sonntagschulzeit genommen, um bloß diesen Punkt erklären. Taufe ist bloß dann Taufe, wenn der nur dem dort ein Mensch glaubt, passiert. Wenn Taufe oder was immer wieder ein deutschen ferm Glauben passiert, das ist nicht eine Taufe. Und ich weiß, das fällt sich ein bisschen, aber das ist bloß, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel lehrt niemals, dass du kannst gedäupt sein, an dem Glauben kommen und diese Taufe teilen. Und das ist bloß die Bibel, das sie nicht echt. Wenn wir du wollen lenken, wir haben eine Apostelgeschichte 10 Taufassen. Wir wollen uns von der bloß 2 Stück bechecken, für Tidsholden. Aber ich glaube, mit den 2, wo wir all sein, wo so die Bibel immer lehrt, erst glauben,
gedeupt zijn. We drehen nur Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38 bis 41. Sehr gut. So, in diesem Kartentext wird doppelt bestätigt, dort Erstglauben nandeuten. Im Vers 38 sagt dort, geht in Lutjent alle an Jesus Christus in Namen deuten. So, dort der Anfang von der, warum sein? Wir wollen nur reden von Taufen. Wir können dort schon mal neuen Riten mit Umkehren und Glauben. Dort ist immer, geht in Lutjent deuten. Dann hat Petrus dort, so sagt den Text verstanden, eine schöne Botschaft gebracht. Also, dat Buße dreht weg von Sinn, von ihrem sinnlichen Leben. Und dann im Vers 40 sagt dort, Petrus redet an, nach der viele andere Werden ermuntern, Lutjen, die diese verdrehte Generation rütraten. Und dann sagt dort, du nicht die Leute sich deuten. Dort sagt du erst, und die sind Wut mit Frieden annehmen. Du kannst die nicht deuten, Luten, oder du kannst nicht gedeutet sein, wenn du Gott sein Wort nicht mit Frieden angenommen hast. Da ist dann nicht eine Taufe. Dort, wenn wir uns mit Makel ja fallen, dort hat niemals ein Mensch zweimal deuten. Dort hat bloß eine erste endliche Taufe. Und dort mehr ein großer Unterschied. So, Apostelgeschichte, weil wir uns noch lesen, Kapitel 8, Vers 35 bis 38. Sehr gut. So, das ist die Geschichte von, wo Philippus vom Heiligen Geist geschickt wird, mit 7 Bagger zu gehen und zu horchen, was der Mann lesen hat. Und der Mittelpunkt von dieser Geschichte ist der Vers 37. Am Vers 37 sagt Philippus zu ihm, wo braucht das zum gedeutet werden? Wenn du vom ganzen Herzen glaubst, tja, wie dort da. Also, dann ist die Frau immer, als der Glauben vorabgegangen, der Taufe hängt an. Diese 2 Beispiele, die wir uns hier von dir lesen, wenn ihr wieder wollen lesen, ist bloß einfach Apostelgeschichte, da ich beobachte, jeder Taufe, was wir von da haben. Und wir wollen morgen, wo unglaublich klar Apostelgeschichte und das ganze Neue Testament ist. Ich glaube, nandeuten. Du hast keine Spür nicht mal von, dass die Bibel uns wird jemals wiesen, dass erst wir können getauft sein, fertig läuft. Was einmal mit Uta zu tun hat, fertig, dort können bloß dann eine Nota sein, dann ein Dreher sein. Eben hast du keinen Unterschied. Weil bloß mal dort so nah als was das ist. Den Punkt Nummer 3, was ich von der Taufe will bieten, ist, du hast nicht bloß Taufe zum Scheingehen oder eigentlich nicht bloß zum Gebot haben, zum sagen, okay, Deubchen. Du hast mehr bei der Taufe mit bei, als bloß soll ich gedeutet sein, soll ich nicht. Und er gleich dort, dass Gott so kreativ ist, dass er uns immer wahre Dinge hängen lässt, was bildlich so schmacklos. Wir wollen uns drehen nur Römer Kapitel 6. Und da war wir Epheserbrief da noch mehr mit schaffen. Aber der Römerbrief, Kapitel 6, der lehrt uns, dass die Taufe hat ein bildliches Port an sich. Also, die Taufe soll unbedingt eine Botschaft predigen, bloß an der Taufe an sich selbst. Wir wollen nur lesen Römer 6 von Vers 3 bis 4. Sehr gut. So, die Römer 6 ist der ganze Text, den ich wirklich manchmal überlesen. Der wies dort, in dem Moment, wo ein Christ von der Mutter hergeholt wird, kriegt diese Kind, wo die Koppelmutter rücksteigt, frische Luft und dann hat er nie das Leben angefangen. Römer sagt, weiß ich das nicht, dass wir sind mit Jesus tot berufen. Und dort wir nun deuten, ein nie das Leben haben angefangen. Das ist ein Bild von dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist ein Bild von Sterben, das ist ein Bild von Tod abstehen, das ist ein Bild von so vielen Dingen. Das Letzte, was ich finde, ist, mit Christus Tod
gestorben, mit Christus Taufe begraben worden und mit Christus Taufe vom Tod abgestoßen. Ewig Leben als dient. Du wirst nicht erst nach ewig leben. Du lebst ewig, wenn du in Christus bist. Wenn Jesus stand von dort ab, so du brauchst nicht Angst haben, dort was nicht zu dir passiert. Dann im 4. Punkt, müssen wir aber unbedingt hier so bieten, dort nicht, dort Wutter, wo du raten das. Wenn in dem Moment, wo wir glauben, dort wir machen, uns ab unsere Taufe verloren, weil wir leben, dann haben wir alle Ziel verloren. Wir sind bloß einzig und allein, da Jesus ihn dort in sein Abstund gerat. Wir können nicht beten. Das einzige Wort der Taufe ist nur Büten bewiesen, was an uns passiert ist. Das zu sein, wenn Menschen sich an Jesus hingeben, wenn die Menschen, die sich Jesus hingeben, die werden gedeutet. Und das ist ein schöner Tag. Der zweite Ding, was dann zu uns auf der Punkt wie hier, das ist das Oventmol. Und das Oventmol ist eine schöne Geschichte, und da hat wir uns auch für Sinn nach ein bisschen betrachtet. Wir wollen uns so ein klein bisschen von der neutestamentlichen Seite nennen. Zum wir verstehen, also Passafast, das meint bloß Dios pasa por alto. Und das meint Gott übersieht Dinge. Das stimmt nicht. Übersieht, das wo wir plötzlich verstehen, so ist übersehen. Gott checkt vorbei. Oder Gott geht vorbei. Und das kommt von der alttestamentlichen Geschichte von den Ägypten rüberkommen, wo der Engel Blut sagt, du gehst vorbei. Und das Oventmol ist im Neuen Testament die alte Geschichte, aber die wahre Geschichte. So, die alte Geschichte von Ägypten fing ich so interessant, wo Gott 1000 Jahre Zeit gibt, damit Menschen können einmal sich denken haben und erst was noch gut passiert. Das ist auch noch cool. Aber wenn wir nun in die Geschichte hineingehen, dann werden wir uns lesen 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Sehr gut. So, wenn wir das hier nun darstellen, Oventmol. Also, wir haben Oventmol angeordnet. Okay, sehr gut. So, am ersten Punkt, dort Jesus sein Gebot. Okay? Oventmol als krank so sei ein Gebot aus Taufe. Oventmol ist nicht so ein Wort, waren Glück dann ja, man nicht dann nicht, oder ich weiß nicht. Oventmol ist auch mal nicht gleichzeitig zu nehmen, wenn Oventmol ein Gebot ist. Jesus selbst schickt down. Das erste Ding, was wir vielleicht wollen, du bieten, dort sagt du, haced esto en memoria de mí. Also Jesus sagt, in der Nacht, als der Herr Jesus verroten wird, nehmt heute Brot, und als heute für gedankt hat und Brot, dann sagt er, das ist mein Körper, der für ihn gebrochen wird, nehmt ihn et, um an mich zu denken. Okay? So, dort so schön, dass Jesus uns das Gebot gegeben hat, und das Gebot hat aber noch eine Ursache durchhängen. Was ist die Ursache für Oventmol? So gut. So Jesus sagt, du denkt an mich. Oventmol ist so ein schöner Gott, aber Oventmol hat dort eine hohe Ziel. Dort jedes Mal, was mit Oventmol zu tun hat, dort man an Jesus denkt. Der zweite Ding, was wir dann durch so wollen bieten, und das ist, du sind zwei Elemente, zwei Dinge, was bei dem Gebot so wichtig sind. Wo sind die? Was braucht das mit Oventmol an? Nein, eine Wette Serviette. Entschuldigung, das klappt mir bloß auf. Brot und Wein.
Okay, so das Gebot ist ziemlich einfach. Wenn du erst was, wir wurden Brot taubfuten, du brauchst bloß erst was von je 3 Mehl gemerkt sein, dort heute ein Brot. Und Wein heute die Frucht von den Weindrüben. Aber die 2 Dinge, die sind, du kannst nicht oben haben, Brot oder Wein oder der Beides. Dann, dort sind wir erst was anderes, dort sind nicht oben. Das erste ist, die Charpa ist durch zum Wort. Ich meine, der Brot ist durch zum Wort. Jesus, sein Charpa, oder wir würden bloß hier kein Handschreiben abfahren. Okay? So, wer immer von Christus in Radung gerät, in dem Mittelpunkt nicht dort abfährst, da hat Radung bloß nicht zu holen. Wenn die ganze Bibelgeschichte, da hat ein Zentrum und dort kriegt's. Und Jesus sagt, der Brot, da brägt wie, zu sagen, Jesus hat sein Körper angegeben für uns. Und dort, also dann fangen wir an mit, Jesus sagt, wir haben ein Gebot zum Denken haben, dann Brot, Brechen, Jesus sein Körper, was für uns geopfert ist. Und dann der Wein, so gut. Jesus sein Blut. Und die Bibel lehrt uns, du hast keine Sündenvergebung ohne Blut für jeden. Und Jesus sein Blut wird verguten, dort wie kann gerat sein. So, das Oventmol-Botschaft hat dann einen so großen Zweig an uns Christen, ein Denken haben zu sein von uns Glauben. Also, vielleicht würden wir uns dann einig werden, dort Oventmol ist ein wichtiges Part von unserem Gottesdienst. Wenn du hast diese Botschaft, wo uns einmal wieder sagt, hey Jungs, Jesus ging am Kreuz. Und wenn diesem Leben leid, dann sind wir gerat. So, die Oventmol-Botschaft, die kickt dann hin. Also, du hast ganz unbedingt eine Botschaft von dort, was vergeben ist. Die Botschaft von Oventmol ist 2000 Jahre träg passiert. Also, wenn wir da an Oventmol anchecken, dann würden wir sagen, okay, ja, die Geschichte von Jesus, die kann wir in der was einmal wiederholt. Da ist aber noch eine Botschaft am Oventmol, was von der soll passieren. So, das sagt du, jedes Mal also, wenn ihr das Brot essen und das Kaffee trinken, sei du mit, dass der Herr gestorben ist. Du hast eine evangelistische Botschaft am Oventmol. Jedes Mal, was wir von Oventmol teilnehmen, sei wie du mit, dass die Botschaft von Jesus von 2000 Jahren, die alte Botschaft, das ist von dir jährlich. So, wir würden sagen, dass Vergune, das wird von dir. Die Oventmol-Botschaft hängt nicht bloß ab sein, lang trägt als mal Radung passiert. Das sagt du, la muerte del Señor anuncian. Also wir predigen von dir die Botschaft von Jesus, sein Sterben und Abstehen, an dem wir Oventmol feiern. Also das alles holen wir nie und sagen, das ist von dir unsere Botschaft. Und das wird Oventmol durchstellt. Dann haben wir aber noch das Schönste von das Ganze. Und das gibt mir grässlich schön von der davon zu reden. Und ich lese in Vers 26 noch einmal, das sagt du, jedes Mal also, wenn ihr das Brot eten und von dem Kaffee trinken, sei du mit, dass der Herr gestorben ist. Und dann kommt das ganz Beste. Und dort so lang, bis er weiterkommt. Oventmol starb den Tag, wo Jesus trägt. Aber wenn nicht bloß dort. Oventmol hat an sich den Saß, der Hoffnung an sich. Wenn wir Oventmol nehmen,
dan fing ik dat we predigen nu met dat we leren dat Jezus zal terugkomen. Wij dat bloos zo lang maar. Wanneer we ons nu dat recept mee bekijken, dat is eigenlijk een noorsmaak opgesteld. Jezus zat aan zijn laatste Oventmol, dat mijn onkas. En dan zegt de jongen, ga maar met her. Ik wil hier niet meer zijn, maar je wordt wel naar mij denken. En dat is wat je dat zal doen. En dan nam hij brood, brak het en zegt, dit is mijn charpa. Die jeft een koffer wien en zegt, dit is mijn bloed. En dan kwam toen dit gebouwd hing er van dat vergoen. We denken aan dat wat Jezus van ons gedaan heeft. We doen van deel predigen nu met dat mensen zullen zich bekeren en aan Jezus geloven. En aan hem draden, als du deze openingsboodschap had, wauw, we brauchen een bisschen stolz hier doen. Wenn wir schon Gott seine Herrlichkeit sehen, dann sauber mit Jesus taub, dann wir uns sogar viel denken zu haben. Dann habe ich durch, wenn wir diese Saßpunkte haben, würde ich sagen, dass das erstmal wurde der Oventmol Glauben wurde reden. Ich fing aber, wenn wir am Korintherbrief noch in Porto haben, dan weet ik dat dat Oventmol kan zeer gelijkaltig genoemd worden. En du kan met de ganz aardigste instelling metgemerkt worden. En dit is een ding wat bij ons eindelijk veel aardig gedaan wordt. En vielleicht hebben we van deel door een paar dingen van leren. Van wat doe ik dat ik te Oventmol wel, of wer kan alle zum Oventmol und so weiter. So, wir werden diese wieder lesen in 1. Korinther 11, und dann werden wir lesen von 27 bis 29. Sehr gut. So, das ist der Text, was wir vielleicht alle einmal gehört haben, und ich wünsche, oder ich vertraue, dass wir von der hier so ein klein bisschen Klarheit abkriegen. Diese zwei Dinge, die können wir nicht übereinander reden kriegen und was sagen wir wollen. Wie die Taufe, die kann bloß passieren, wenn du Glauben hast. Also, und das haben wir all so viel mal becheckt, das weiß wir all. Also, du musst ansehen, dass du ein Sünder bist, du musst ansehen, dass du verloren bist, du musst ansehen, dass bloß Jesus dir raten kann. Und dann sagen, okay, Jesus, ich nehme dein Opfer für mich an. Dat is de pak wat krijgt nou van deze beide listen passieren moet, omdat we erbij zijn. Oventmol is de boodschap en Taufe gevoerd. De Oventmol boodschap zegt bloos, Jezus komt erop en hij heeft zijn leven voor ons. En we merken Oventmol met om te zeggen, ik zie je raad daar wat Jezus gedaan heeft. In vers 27 fangt Paulus dann an, zu der Korinther-Kjoakj zu sagen, wer von der Brot at und von dem Herrn sein Köffel trinkt und lebt nicht so, als sich dort gehiert, verschuldigt dadurch Herrn sein Blut und Körper. So, das erste Ding, was Paulus hier vandaag bringt, ist, ich will mir zu sagen, dass der sagt, wenn du nicht ein Christ bist, wenn du nicht Glauben hast und du mit Oventmol mitmerkst, dann drängst du die selbst in Verdorben ab die. Das sagt, ich lese in Vers noch einmal. Wer von der Brot at und von dem Herrn sein Köffel trinkt und lebt nicht so, als sich dort gehiert, verschuldet sich dadurch Herrn sein Blut und Körper. Das gibt bloß zwei Seiten zu der Radungsgeschichte. Das gibt die, was an Christus Radung haben, und das gibt die, was Jesus verdammt. Und ich finde Paulus seine Wort unglaublich so adress. Und er sagt, wenn du mit Oventmol spielst, dann wirst du dich verbrennen. Wenn auf dem Oventmol teilt sich die ganze Welt in zwei Gruppen. Und die Gerade und die Verdammte. Und das ist driester, als was wir das gewöhnlich Wort von reden. Ich finde, das ist nicht bloß so von ungefähr, das ist ab Irms, was Paulus hier vandaag bringt. Wenn in Vers 28 sagt, du wenn Lut, jeder Mensch sich selbst untersegnen, dann von dort Brot eten und von dort Köffel trinken.
Also, de tweede ding wat hier vandaag komt is, ik ving jeder zelfs. Ik ving dat sogar in Korinther Kjoakj, wie al de trouble wat we vandaag vandaag haben. Menschen verstehen ziemlich fan te hechelen. En Paulus hat dann zu denken und sagt, tja, meine Jungs, eine Kjoakj, wenn ihr Oventmol haben, so wahrscheinlich hast du keinen Unterschied zwischen einem und den anderen. Und keiner wird sagen, dieses Leben da braucht nicht anschieren, wenn du hast den Glauben noch nicht an Jesus gesagt. Wenn, dort kann einer nicht für den anderen da. Du wen fing ich dort so wunderbar, dort Paulus abrufen hat und sagt, jeder Mensch sich selbst. Die Botschaft von Oventmol fing ich erstens mal der macht klarer gepredigt. Kein Mensch soll überhaupt eine Gelegenheit gegeben werden, Oventmol zu führen unter der Wiss, was wir tun. Also wenn wir wollen Oventmol haben, dann wollen wir das so tun, so Jesus uns das geschickt hat. Bewusst von was Jesus getan hat. Wenn die Botschaft klar genug gegeben ist von was glauben wir aus Oventmol, oder was tun wir, wenn wir Oventmol haben, dann der zweite Ding, sagt Paulus durch, okay, jeder einer prüft die selbst. Wenn, ich sage mir mal so viel, der Antwort ist so einfach. Keiner weiß besser, was in den Hort angeht, als was du selbst ist. Und für mich brauchen alle Menschen eine Kontrolle zu halten, das ist allmählich, und das soll nicht mal so sein, wenn Gott hat uns im Frieden Welt gegeben. In der Oventmol Lied an Korintherbrief, der sagt uns dann, okay, wenn Nichtgläubige mitmachen, die sind die, was Jesus verdammt, oder am besten Hinsicht haben wir was sparen. Und dann sagt Paulus, prüf doch bloß bei dir selbst. Und dann entscheidest du was mitmachen. Das soll ihr denken, als bei der Taufe. Erst wer konnte mir kommen sein, ich glaube an Jesus, im Biblisch mache ich den Deuten. Wenn die Bibel sagt, all die, die bekennen an Jesus zu glauben, die müssen getauft werden. Mir kann der verleben, verheichlen, sich selbst aber nicht. Krieg das soll ihr mal Oventmol. Du kannst kommen zu Oventmol, so sagst was du weißt. Aber wenn die Wort verstockt und verbrückt ist, das ist Verdammung für dich. Wenn der Oventmol-Botschaft hat, hast du 2 Seiten. Entweder wir führen nicht mehr Frieden, wenn Jesus auf uns steht, Krieg zu nehmen, oder wir führen nicht im Sport und sagen, naja, Jesus hat um Krieg zu gehen, aber mir fehlt das nicht. Und das ist ein driester Wert. Am Vers 29 lesen wir wieder, und dann sagt er, willst wer so eten und trinken det, dort hat Christus sein Körper und sein Blut nicht achten det, der bringt durch das Gerecht über sich. Dort ist eine Anladung für alle Mann, entweder gerat oder gerecht zu werden. Die Entscheidung, bin Oventmol mitzumachen, soll in Wirklichkeit so einfach sein, wenn das ja bloß entweder gerat oder gerecht. Der Oventmol-Botschaft ist so dries, dort der Schnitt der ganzen Weltmenschheit an 2 Gruppen. Du sind die, die Oventmol feiern in Dankbarkeit. Wow, Jesus, Dankeschön für uns Krieg zu gehen und dein Blut verjeiten für mich. Und du sind die, die Oventmol eten und du mit Spaten und sagen, naja, Jesus mag vielleicht noch Krieg zu gehen sein, aber ich sehe noch ein feiner Mensch. Zu mir demütigen und sagen, Jesus starb für mich. Die Prüfungsbotschaft, die liegt bei dir, nicht bei mir. Frau, die Frau, ganz aufrichtig, weil ich Oventmol mitmachen, bloß wenn ich dort nicht tue, dann sehe ich nicht ein guter Diener. Oder weil ich Oventmol mitmachen, mein dankbares Wort, was du unbedingt willst sein, Jesus, ich glaube an dich. Du bist für mich gestorben, du hast dein Blut für mich gegeben und das will ich so lange tun, was du trägst, wenn ich lerne dich.
leren naar den wie ons geraad heeft. Mag God aan ons Oventmol einmal wegmerken, einmal schöner, aber auch einmal lockerer. Ich weiß, dat we gaan vielleicht nu nog de vrouw wat we Oventmol haben, und ich war hier von der nicht brauchen, uns eine Antwort zu geben, bitte da, was ich hier am Tag fing, wenn wir als Kjoakj sind, noch dabei utfingen, wo wir dort reich tun. Wenn wir nu diese List bechecken, dann sollen wir uns die Frauen, wenn Missionskjoakj Oventmol haben, kriegen wir all das haben. Okay, so, wenn wir uns bloß mal das mitnehmen, dann nächstes Mal, wenn wir Gemeindemeeting haben, dann werden wir von reden. So, ich denke, dass unbedingt Jesus hat dort geboten. Dort sind Gebot, das soll wir tun, und du, wenn wir dort tun. Dort sind Gebot, was du sagst, denk an Jesus. Dan de tweede is brood brengen. En door met bewustzijn dat Jesus zijn hart afgegeven. Drittens, wien drinken, om aan Jesus zijn bloed wat vergoten is te denken. Dan hebben we deze 3 punten, also, we willen die Geschichte einmal wiederholen, was 2000 Jahre zurück passiert ist. Jesus scheint wirklich auf jeden Star für uns. Wir wollen unbedingt von dir die Botschaft wieder predigen, dort Menschen sollen sich angelohnt fühlen, okay, Jesus ist gestorben, abgestanden und die wollen ihn raten. Und dann, das sagst du, merk uns Oventmol, uns angejankert, dort wir sagten und lernen, hey, Jesus, komm mal zurück, wenn wir haben hier Oventmol undienen, aber wahrscheinlich sind wir nicht mehr ans Taub wirst. Das Park fing ich, dort wurde uns eine gute List geben, als Gemeinde anschließen, okay, wenn wir taub kommen, wir hier so schmacken, eine Riesen und vielleicht mit angeholt sind, und uns hat vielleicht mit Busia schlägt, als gewöhnlich, kriegen wir dort hin. Dann aber auch andere Weg, also, wenn wir Menschen anladen, zu uns Oventmol mitzumerken, laden wir die an unter diese Bedingungen. Weit wie dort, die wir nicht im Glauben ist, der soll sich selbst prüfen. Aber habe ich dort auch noch klar genug gesagt, dass du ein Gerecht für dich, wo dort Oventmol missachten oder viel zu gleichgültig nehmen. Ich finde, dass das Park als mehr als bloß sein, ich habe ein schlechtes Werk gehabt, oder du sind Dinge, die schuld geworden sind. Ich finde, dass die List von Paulus in Korinther 11, der geht ab, hast du Glauben? Hast du dort zu holen gekriegt, dass wenn du das Brot brachst, du sagst, Jesus hat seinen Körper für mich gegeben. Hast du dort zu holen, dass wenn du den Weinköffel nimmst und trinkst, dass du mit sagst, Jesus sein Blut hat mein Leben betont. Hast du dort zu holen, dass du dort so lange tun wirst, bei Jesus trinken. Das sind ein paar interessante Fragen, die mir durch diese Sonntagsschule wirklich wichtig geworden sind. Also, mach Taufe und Oventmol, die 2 Ordnungen, die wir von Jesus gekriegt haben, möchten wir streben, die bei Dingen reichter, einmal reichter zu tun, wenn wir nicht unbedingt so tun, als Jesus sich dort wünschen. Oventmol wird zu der Zeit nicht apart von den wirklichen Unkas. Wir fangen noch nicht in der Bibel, dort Unkas, dort Oventmol und Unkas passiert. Und dort ist ein kulturelles Ding, was erst von Hängerwesen ist ausgestorben. Eine Apostelgeschichte, wie einmal geschädigt Unkas, dann Unkas darf wir. Dann wird Brot und Wein über die gekriegt. So, ich habe noch einen großen Klapp mehr von spazieren, vielleicht haben wir erst von einem geschädigt Schulletjahr. Aber dort ist bloß wir haben unbedingt noch ein Teil verschiedenste Meinungen dabei. Wir wollen uns nächste Sonntag, die letzte Sonntagsschule, Sie gereicht, ob wir nächste Sonntag, Sonntagsschule haben? Ich glaube ja. So, einmal nächste Sonntagsschule, dann werden wir uns noch die letzte von den Evangeliumsklassen bechecken. Und die letzte, die kann ja Ruden bauen oder was, ne? So, wenn wir nun getauft sind und Oventmol feiern, was fehlt uns dann nur noch? Das Sterben. Auf zu lernen. Die Evangeliumsbotschaft schlägt auf
met een boodschap wat du zegt, jeder Christ leert nur den dag wat Jezus wat terugkomt. Als dat dan nu heute sterven, dat is vielleicht mit 30 gesagt, aber leren ja. Mag Gott uns abwassen lassen, dort wo wir glauben, mag wir vollkommen nach Glauben können, und mag wir uns demütigen können an das. Ich weiß dort Taufen, als ein Denk, was all über die Zeit im ganzen Prozess ist, und wir uns schon lernen und so noch einmal besser. Und ich weiß Oventmol als ein ganzer Prozess, und wenn wir von alle kommen, wo 500 Jahre einmal das selbe getan als worden, dann ist es ein bisschen schwierig, überhaupt die Frau zu Frau und da wieder reich. Und ich will mit Jund als Kjoakj taub ans der Frauen, da wir diese zwei Dinge so dass das Ziel erreicht wird. Mag Gott daran sein Ziel erreichen können. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen schönen Morgen. Wir danken dir, dass du uns geschickt hast, Menschen zu deuten, die an dich glauben. Und wir wollen das jeden tun. Help uns, wees zu sein daran, und immer weiter, dass das Bild mag vandaag kommen, dass Menschen sterben an dich und die stehen von dort ab an dich. Wir beten auch, dass du uns viel Weisheit geben, Oventmol zu führen. Erstens, dass dort was reich getan wurde, und dort was ein Erinnerungsfass sein und dort, was du für uns getan hast. Und zweitens, ja, für uns immer weiter Weisheit, die Botschaft klar genug zu predigen und die Anladung klar genug zu merken, dass Menschen nie nicht waren glücklich an den Oventmol teilnehmen, wenn du in ihr Recht hast, über die, die das glücklich nehmen. Wir beten, dass du durch uns warst, immer weiter den Willen erreichen. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.